In den Haßbergen geht's entspannt zu. Und mitten in der ländlichen Idylle eine Überraschung. Ist ausgerechnet hier ein UFO gelandet? Die Idee zum UFO-Haus kam Sylvia Schumann und ihrem Mann. Der Schreiner wollte mal etwas anderes bauen. Ein Ferienhaus aus heimischem Holz mit Solarkraft und Biotop. Vor der Tür die malerische Landschaft. Schafe halten die mageren Flachlandwiesen und die Streuobstflächen frei und sie dienen als Taxi für Pflanzensamen und Pollen. So pflegen sie besonders artenreiche Lebensräume. In Altenstein sitzt das Burgeninformationszentrum. Vor über 800 Jahren entstanden hier die ersten Mauern. Die Ruine ist eine Etappe auf dem Burgen- und Schlösserwanderweg. Und weil es hier so viele davon gibt, haben sich umliegende Städte und Gemeinden zum deutschen Burgenwinkel ernannt. Ob Fernwanderweg oder nur ein kurzer Rundgang, im Landkreis Haßberge ist für alle was dabei. Theresa und Johanna Ott folgen dem Genusserlebnisweg Kirchlauter. Eine leichte Tour von rund 10 Kilometern. Auf dem Weg liegt der Gutshof Andres in Pettstadt, ausgezeichnet mit dem grünen Stern von Michelin. Sehr spannend, was Essen. Ja, vielen Dank. Und einmal die Karte. Vielen Dank. Bitte schön. Und ein bisschen. Guten Appetit. Regional und besonders. Die Lammbratwürste und geflammter Saibling auf Salzstein mit Gurkensorbet. Dazu hausgemachte Limonaden aus dem eigenen Streuobst. Viel Arbeit, doch der Gutshofamilie ist es das wert. Weil wir haben jetzt schon 13 Generationen im Gutshof in der Familie Andres und da wird immer wieder natürlich sich neu erfunden und immer wieder nachhaltig gewirtschaftet, dass das halt so erhalten bleibt. Spannende Erlebnistouren gibt es auch im Wald. Die scheuen Tiere am helllichten Tag entdecken. Mit Naturpark-Rangerin Katja Winter wird der Wildkatzenpfad zum Abenteuer. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal durch diese Röhren gucken und mal schauen, auf was die Röhren zeigen. Da hinten ist ein Storch. Tatsächlich sind Wildkatzen in den Haßbergen heimisch. Zu sehen bekommt man echte Exemplare jedoch kaum. Ja, ich habe eine. Und was ist jetzt so anders an der? Also es sieht eigentlich ganz normal aus wie so eine normale Hauskatze. Die Wildkatze hat ein viel dichteres Fell und wirkt deswegen auch viel dicker, viel größer. Und wenn du genau auf ihren Schwanz schaust, siehst du, dass der ganz abrupt endet, also ein stumpfer Schwanz. Kommt auch wieder von den vielen Haaren um diesen buschigen Schwanz herum. Die Haßberge waren von jeher Grenzregion. Die Bischöfe von Würzburg und Bamberg rangen jahrhundertelang um Macht und Einfluss. Auch die fränkischen Reichsritter wollten sich behaupten und ihren Stand repräsentieren. Ihre Schlösser prägen die Landschaft bis heute. Von den Weinbergen, vor allem entlang des Maintals, reicht der Landkreis Haßberge bis in den nördlichen Steigerwald. In der Region treffen sich Weinfranken und Bierfranken. Brauer und Biersommelier Helmut Bayer ist bekannt für sein kräftiges Lager namens Knörzler. Knörzler. Knörzler, das ist der Ursprung vom Namen, liegt daran, wir werden ja als Steigerwälder, als Steigerwald-Knörze bezeichnet. Das heißt, wir sind, wer die Hainbuche kennt, weiß, dass es ein bisschen verdreht und ein bisschen verästelt ist. Und wenn man mit dem Holz auch arbeiten muss, braucht man ein bisschen mehr Kraft. Darum ist auch in dem Bier mehr Kraft. Biere mit besonderer Note. Dafür steht die über 300 Jahre alte Familienbrauerei in Teinheim.
kunstvolles Fachwerk und die Geschichte der Hexenverbrennungen des Bamberger Bischofs, das gibt's in Zeil am Main zu entdecken. Und immer wieder geht's hinaus in die Landschaft. Vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, bekamen die Haßberge heuer den ersten Preis für das beste E-Bike-Gesamtkonzept in Bayern. Eine Auszeichnung, die einmal mehr dazu einlädt, hier auf eine spannende Entdeckungsreise zu gehen.